Ich finde es einfach immer dann problematisch, wenn ich merke, der Artist ist in einer tieferen Stellung als das Label oder die A&Rs, die dich gesigned haben, jetzt, für die da zuschauen. Und plus, die Leute zahlen nachher deine Produktionen, vermeintlich, weil das oft nachher passiert, dass sie die Investition machen und nachher so ein bisschen eine Bringschuld entsteht oder so eine Dynamik, dass sie dir nachher auch könnten, potenziell, vielleicht nutzen sie die Situation nicht immer, aber sie könnten, wenn es hart auf hart kommt, könnten sagen, hey, schau, mein Wort gegen dies und mir gefallen die Songs nicht, geh doch nochmal bitte ins Studio. Und ich glaube, ganz viele Künstler und Künstlerinnen da draussen, die sich vielleicht wünschen, wenn ich die Chance würde bekommen, zu einem Label gehen und so, verstehen nicht, dass allein schon wegen diesen Dynamiken, wegen dem Hin und Her, wegen dem ständigen Hin und Her, kann es halt sein, dass du nach 2-3 Monaten, x Anzahl Monate, einfach blockiert bist. Nicht einmal, eben nochmal, einfach, dass ich das nochmal verstärke, nicht aus einem bösartigen Grund, aber weil es einfach so ein Hin und Her gibt, oftmals, weil man einfach über alles 7-mal diskutieren muss und nochmal alles umkehren muss und jedes Argument nochmal berücksichtigen muss in einer Strategie oder wie der Song soll tönen, dass so viel hin und her kann entstehen, dass du nach über 2, 3, 4, 5 Monaten gar nichts mehr rausbringst und das für dich so kann sich anfühlen, als wärst du blockiert oder als wärst du nicht so flexibel. Weil so ehrlich muss man auch sein, auch für beide Seiten, für alle, die da zuschauen und sich für das interessieren. Hey, ich versuche auch nicht den Schiedsrichter zu spielen, ich versuche das jetzt nur neutral zu sagen, weil zusätzlich kommt noch dazu, dass in den meisten von diesen Verträgen auch noch heutzutage eine Exklusivitätsklausel drinnen ist, sprich, du musst, wenn du jetzt in so einer Label-Situation wärst und du bist nicht so intelligent gewesen oder hast das nicht rausdealen können, dass du nur exklusiv mit ihnen releasen kannst. Wenn dort passiert nachher der Krux, wenn nachher der ENR, ich jetzt als ENR, die sagen, hey, die Songs sind nicht gut genug, aber du würdest trotzdem etwas mit diesen Songs machen, dann bist du aber trotzdem in dieser Exklusivitätsklausel drin und kannst die Songs nicht einfach selber releasen. Weil ich erlaube dir das nachher nicht, weil wir in einem Vertrag abgemacht haben, dass die nächsten x Anzahl Songs oder die nächsten 2-3 Projekte bei uns rauskommen oder bei dem A&R, der dich halt gesigned hat. Und da versteht ihr vielleicht ein bisschen, wo halt dann die Problematik oder schnell mal das Machtverhältnis schnell mal kippen kann und gegen dich kann wirken. Eben oftmals vermeintlich gar nicht aus einem bösartigen Grund, aber weil Business einfach nur Business ist und A&Rs auch einfach einen Job zum Erfüllen haben, bei diesen Labels, wo sie halt angestellt sind. Und das wird jetzt nicht das letzte Mal sein, dass ich über das rede. Ich weiss, für gewisse E&Rs, die da vielleicht im Collab-Kosmos teilweise zuschauen oder schauen, was wir da für Diskussionen haben, könnte das so wirken, als wäre das jetzt ein bisschen unfair, weil ich jetzt eher die Seite vom Musikschaffenden gehighlightet habe oder die Problemstellungen und Herausforderungen und nicht so fest darauf eingegangen bin, dass A&Rs auch auf ihrer Seite auch eine sehr, sehr schwierige Stellung haben. Das mag sein, vielleicht kommen wir mal beim nächsten Mal dazu, aber die A&Rs oder Industrieleute müssen auch ein bisschen verstehen, oft sind das Label-Dynamiken oder Business-Beziehungen, wo ich einfach merke, so neutral wie ich das kann beobachten und auch kann ausdrücken, merke ich halt, dass oft die Musikschaffenden den Kürzeren ziehen. In so Situationen, in so Machtdynamiken. Vor allem, wenn du noch wenig Konsum hast oder früh gesigned worden bist. All die Kombinationen können halt dazu führen, dass du nachher wie so in einer Blockade bist, vielleicht irgendwann einmal, weil du die ganze Songs schickst und du versuchst die ganze Zeit irgendwelche Leute zu beeindrucken, irgendwelche Industrieleute, und dir einen Stempel willst abholen, à la, ja, das ist jetzt gut genug. So releasen wir das. Aber bis zu dem Punkt musst du vielleicht 17 Berge überklimmen und irgendwie es hin und her haben, wo du vielleicht das Gefühl hast, das ist gar nicht nötig. Und eben, es gibt in dem Ganzen eine Diskussion, die man sollte führen, meiner Meinung nach, wo es darum geht, wenn die Songs qualitativ nicht verheben, rein von der Songstärke, nicht vom Mixing und Mastering, ich rede
wie gut die Songs sind, wie stark die Songs sind, ist es fair bis zu einem gewissen Punkt, dass man darüber redet, hey, sind das wirklich deine besten Songs, dein bester Output, oder würde es dir nochmal etwas bringen, wenn du nochmal 3 Wochen ins Studio gehst und vielleicht nochmal ein bisschen Zeit dran verbringst, die zu feintunen. So Diskussionen sind auch fair, sollte man auch führen, weil so härtere Diskussionen führen vielleicht hoffentlich im Idealfall zu besseren Songs, bevor man die released. Aber viele werden mir da auch sagen, Musik ist etwas sehr Subjektives. Und die A&Rs oder die Industrieleute hier in der Schweiz, aber auch international, sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Und es ist ein bisschen kompliziert, oder es wird dann ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, man versucht eher den A&R selber, die Person zu beeindrucken und den Musikgeschmack zu tüpfen von dem A&R, anstatt dass man jetzt einfach seine eigene Vision und die Songs, die man selber geil findet, will releasen oder kann releasen, dass dort halt oft so ein Clinch kann passieren zwischen diesen zwei Sachen.